Unsere Zeitung, der Vorwärts, hat ungeheben herausgegeben in April 1897. Bemäschig von die in der 11 Jahr sind berauscht der Zeitung gestanden vor mir 6 Redaktoren. Und jeder hat gesehen und gemacht sein eigenem Nussach von der wichtigen Publikation. Bei dem Tisch sind gesessen die übrigen 6 Redaktoren. Und ich will auch ein bisschen erzählen, als Regelaches, wie so man macht heim die Zeitung. Wir bekommen Briefe, wo Menschen fragen, von wo es hebt sich die Zeitung. Versteht sich, als die Zeitung hebt sich von dem Kopf. So wie mich hat man gestellt vor dem Kopf, gemacht, mit dreht man dem Kopf, hebt sich die Zeitung von einem Plan, wo sie stellen sich aus alle die Artikel, Notizen, Korrespondenzen, wo es kommen nun, sei von unseren Mechabrim du, sei wo es mir bekommen im Computer, wo es ist können sich und dem nicht begehen, von verschiedenen Winkeln von der Welt. In der Zeitung, darf ihr wissen, geht raus, kimat in 30 Länder über der Welt. Die Zollkopien sind nicht groß, beerdig 5.500, aber laut der alten jüdischen Tradition, wenn einer borgt die Zeitung bei der zweiten, halten wir als in der Zeitung lehnen 15.000, 20.000 Menschen. In Istet will ich auch verbeten, wir sollen machen, als Spazier über die Redaktion, und ich will auch bekennen, mit die alle Mitarbeiter, wo sitzen du in die 4 Wände, jeden Tag, und geraten sie, oder wie die alte Journalisten haben lieb gehabt zu suchen, backen euch die Zeitung. Ich verbete ich mit sich. Du sitzt mein Stellvertreter, du sitzt Gottesmann. Wir alle tun verschiedene Arbeiten. Ich darf zunächst stellen die Seite von Brief und Gesellschaft. Jede 2 Wochen habe ich eine Rubrik die Welt von Jiddisch. Und dazu schreibe ich Kulturartikel wegen Ausstellungen in Museen oder Rezensions von Büchern oder andere Chicago Unternehmungen, jiddische Unternehmungen in New York. Du will ich euch vorstellen, Sura Ruchel Schechter, von der berühmten jiddischen Dynastie Schechters. Auf Satz 2, was wir riefen Satz 2, ist gebe die Neues von der amerikanischen Gesellschaft und ich Brief zu geben an objektiven Perspektiv in verschiedene Zeitungen, von der Rechte, so wie the Wall Street Journal, und von der mehr Linkere wie in the New York Times und the Washington Post. Achitzdem schreibe ich Artikeln direkt wegen religiösen jüdischen Leben in Amerika, der moderne orthodoxe Zibber, der chassidische Zibber. Jede zweite Woche stelle ich zu Neues für Bnei Bayis. Das ist ein Arbeitsmoment, das kommt jedes Mal vor, mit Joel Matvejev. Das ist eine seltene Persönlichkeit, wo er ist gekommen von Russland via Baltschuwe. Baltschuwe sei wahrscheinlich Baltschuwe in dem direkten Sinn von Wort, sei Baltschuwe wahrscheinlich Jiddisch. Er ist gekommen zu Jiddisch. Wird allein erzählen, was tut bei uns durch. Ich habe eine spezielle Rubrik, was heißt Chicago's um der Welt, was haben zu tun mit den Chicago-Sachen, was tun sich in der Welt. Außerdem schreibe ich kimat jede Woche einen eigenen Artikel. Nicht damit schreibe ich wegen jüdischer Themen. Ich halte das für verkehrt interessant, einmal zu schreiben auf Jiddisch, auf solche Themen, was gar nicht zu tun mit Jiden, aber man hat keinem nicht geschrieben, wegen dem auf Jiddisch beklagt. Es ist gemacht unmöglich zu finden an jüdischen Sätze. Aber wir sehen an die Linotypen, die riesigen Maschinen, wo sind gewesen einmal an, sitzt für ein Katz, du beim Computer, bei reiner Arbeit, in so ein Stück in Klopperei, in den Sinnen rein. Und bitte, wie viele Jahre sind Sie in unserer Zeitung? Über 45 Jahre. Ich wollte euch gebeten zu erzählen, etwas interessante Momente von eurer Arbeit. Es gewesen ein interessanter Moment, wenn wir uns auch übergezogen von 175 East Broadway, von der alten Vorwärts zu her. Der einzige Unterschied ist,
hat, nimmt mit dem Computer, kann man nehmen hinter nur im Gein. Der muss man gedacht beschleppen, Linotypen, wo seinen gewogen 3-4 Tonnen. Hat mir gedorfen in die Gas ausmachen Löcher, in dem Bruck. Und dann sind die Linotypen in Keller. Was ich kann da mit Arbeit. Das ist gewesen an Arbeit. Ich habe Mr. Gerät wegen Inhalt von der Zeitung. Und du sitzt ein Mensch, was vernimmt sich mit der Zure, mit dem, wie so die Zeitung sieht aus. Ja? Und das ist ein Grafiker, Boris Budjanski. Das ist auch ein sehr interessanter Mensch, was ist gekommen von Buran an der Welt, von der russischen Welt, was hat nicht gekannt, kein einziges Wort. Und hat sich alle Neues gelernt, die Sprache. Alle technische Sachen, in die Arbeit mit dem Text, in der Rumtext, die kein Schum hilft. Chaim ist der Mensch, was von ihm hebt sich der Herangang in der Zeitung, in er begleitet Menschen. Es ist sehr Stunde gekommen, ein neuer Name von Weiter, was ich will später erzählen wegen dem. Und er schickt es auf, ist die Adressen, wo es mir oben, das ist über 2.500 Lehner, was lehnen die Zeitung, zwischen sie ist seine Studenten. Ich will euch bekennen mit Marina. Sie hat Jiddisch, Russisch, Englisch, Ukrainisch, sie kommt von Kiew, von Jehupetz, ich soll mal welche mal das geriet. Und mit ihr stellen nun den Kontakt, sie hat aber sinneren Talent, und ihr Talent besteht in dem, wo sie beruhigt jeden einen, weil unser Lehner ist so sehr nervös, hat nicht bekommen die Zeitung oder er hat bekommen sie zu spät. In alle Tannes, alle Klepp fallen auf ihr Kopf. Ich will gewollt zugeben zu dem Element, was ihr habt gesehen, noch als Srov unsere Schreiber, Korrespondenten wohnen in verschiedenen Orten in der Welt. Sei in Israel, sei in Europa, sei in der weiteren Australien. Aber sie kommen zu Lehner, kann man nicht nur durch der Papierener Zeitung, nur auch durch unsere Website, wo es so zugetracht und kontrolliert sie, halt an Neugefür Joel Matvejew. Ich will sie gemacht etliche Wörter wegen unserer grüner, jugendlicher Zeitung, was heißt weiter. Was eigentlich ist ein Hemmschach von vorwärts, weiter und vorwärts, das ist derselbe Sinn, derselbe Partei. Weiter ist gezielt für die Menschen, die es eben erst tun zu lernen sich Jiddisch, wo es machen sie ihre erste Tritt. Darüber ist die Sprache eine leichte, adaptierte, in die Materialien sind noch ausgerechnet auf das Lehner. Wir haben auch ein wöchentliches Radioprogramm, wo es gedeiht zu hören, und ihr kennt sie hören, diverse wohnt in New York, auf AM 570 jeden Motzi Shabbos Nana Seger. Ist das, will ich sie gesegnen mit euch, aber ich hoffe, es nicht auf lang, weil ihr wird unbedingt werden unser Lehner. Und wir wollen sich treffen mit euch schon auf die Spalten von unserer Zeitung, von unserer alt-jungen Vorwärts. Danke.